So, moin liebe KollegInnen, ich stelle mich jetzt nicht nochmal vor und die stelle ich auch nicht nochmal vor, wir sind alle schon im Bilde. Trotzdem mal kurz, dass ihr einen Überblick habt. In diesen Videos geht es um die Lektion Dat bün ik, das sind die Seiten dazu, die die Kinder dann ausschnippeln und ausfüllen und gegebenenfalls anmalen und einkleben können. Das Spiel ist bekannt und die Anleitung für das Klappenbuch ist ja auch dabei. Jetzt sind, glaube ich, keine Fragen offen. Am Anfang ist natürlich das Video 1 gedacht, in dem ich erstmal die Kinder begrüße und auch diese Begrüßungsformeln einführe. In dem Video hören Sie natürlich auch nochmal die Aussprache. Als Hinweis dazu, wir bedienen uns hier einer Ausgleichsform des Nordniederdeutschen, die natürlich von Dorf zu Dorf kleinere Abweichungen hat. Wenn Sie an einer Schule sind, wo Ihnen selbst bekannt ist, dass das Plattdeutsch etwas anders ist, dass man zum Beispiel nicht kummt, sondern kümmt sagt oder nicht groven, sondern groven oder groben und nicht söben, sondern sörben oder sowas. Wenn Sie das wissen, dann benutzen Sie natürlich die Form, die man dort kennt. Wenn Sie sagen, nee, ist mir nichts bekannt, ich bin da selber noch ganz frisch, dann halten Sie sich einfach an das, was wir hier machen. Und der Rest soll Ihnen da erstmal egal sein. Trotzdem kleine Hinweise dazu. Zur Aussprache. Im Plattdeutschen gibt es Diphthonge und Monophthonge, Doppellaute und Einfachlaute. Die werden gerne verwechselt. Kein langer Exkurs, aber in diesem Fall heißt es zum Beispiel ich hate mit einem gedachten EY, ich hate, ich heiße. Ich bin ist klar, in manchen Regionen sagt man auch ich bin, wie im Hochdeutschen. Gleiches Spiel, wenn Sie das wissen, machen Sie es so, wenn nicht, bleibt es wie hier. Ich bin you're old mit einem OU. Das ist auch ein Diphthong. You're old. Die Zahlen dafür, dann werden die Kinder natürlich wissen wollen, was die Zahl für ihr Alter ist, wenn nicht alle Söben you're old sind. Kurz die Zahlen, hier stehen sie nochmal an der Seite, Sie kriegen auch eine Handreichung dazu. 1, 2, 3, auch alle mit Diphthong. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mit A. Fair, das ist kein Diphthong, nicht fair. Also 1, 2, 3, fair. Fief, sös, manche sagen auch sos. Söben, manche sagen Sörben, bei uns ist es die Söben. Je nachdem, wie alt Ihre Kinder sind. 8, Negen, Tein. Gibt überall noch weitere kleine Varianten, aber noch mehr verzetteln wollen wir uns da nicht. Das sind die Zahlenhandreichungen, ist auch noch dabei. Ich glaube, das ist soweit klar. Letztes Kärtchen. Ich komm ut Hamburg, Bremen, Rheinbeek, Watt ook Jümmers. Komm, in manchen Gegenden sagt man kom, ich kom ut oder ich komm ut. Auch da, wenn Sie das wissen, machen Sie es so. Ansonsten, ich komm. Der Laut ist ein Ohr wie im Englischen water. Ein dunkles, langes Ohr. Gut, das sind die Kärtchen. Dann heißen unsere beiden Figuren, die wir einführen in der ersten Lektion, Klaas und Käthe Katheka. Katheka ist das plattdeutsche Wort für Eichhörnchen. Da gibt es auch verschiedene Versionen, das auch nochmal vorneweg, erkläre ich auch im Video nochmal. Entweder heißt das Wort Katheka oder Katheka in einem durchgesprochen oder kurz Eika. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Varianten, die mir jetzt gerade nicht bekannt sind. Gleiches Spiel, Sie wissen es. In diesem Video sage ich Katheka. Und Käthe und Klaas sind die Namen dazu. Gibt es, glaube ich, keine weiteren Fragen. Dann haben wir natürlich unseren Reim am Anfang und am Schluss. Platt, 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 platt. Morgt spors, ich sech die dat. Morgt spors, beides mit dem langen O. Regional mogt spos, je nachdem, wie Sie das kennen. Ich sech die dat. Ein auslautendes G ist immer ein CH im Plattdeutschen. Also so wie Hamburg oder ich sech, du sechst. Aber der Infinitiv nicht sechen, sondern seggen, weil es ja gen ein Anlaut ist. Der Auslaut ist aber immer ein ch oder ein ch, wenn es aufgeraut ist. Snick, snack, snick, snack, snick, snack. Im Standard Niederdeutsch, was wir hier verwenden, stolpern wir über den Spitzenstein. Auch das ist regional nicht immer der Fall. Wenn Sie wissen, dass bei Ihnen Schnick, Schnack gesagt würde und Bispill und so weiter, dann machen Sie das. Ich stolper über den Spitzenstein. Mit Plattdütsch kann ich wat. Das ist, glaube ich, klar. Gut. Dann sind wir auch schon beim zweiten Video. Wenn die Kinder den Praxisteil abgeschlossen haben, sich untereinander vorgestellt haben, können Sie das zweite Video zeigen. Da knüpfen wir kurz an und dann gibt es einen Witz
des Tages oder der Woche, je nachdem, wie oft Sie arbeiten. Da auch kurz zur Aussprache. Lukas kommt to Lord in de School. Regional auch kümmt, Lukas kommt oder kümmt. Lukas kommt to Lord, zu spät, wieder der bekannte Laut, late im Englischen. Kommt zu spät in de School. In die Schule haben wir wieder den Diphthong School. Die Lehrerin frocht, und wieder das CH. Lehrerin, man sagt regional auch Lehrersch oder Schulmeistersch oder die Schulmeister oder viele Varianten. Wenn Sie eine andere kennen, die Ihnen vertraut ist, benutzen Sie gerne die. Ich sage hier Lehrerin. Wo kommst du denn her? Auch wieder regional kümmst du denn her? Lukas secht von Buten. Buten und Binnen wird erklärt, draußen und drin. Gut, ich glaube, dann sind wir ganz gut sind wir ganz gut vorbereitet. Bei weiteren Fragen, die jetzt noch im Kopf geblieben sind, gucken Sie einfach in das übrige Material, das es zu der Lektion gibt. Es gibt nochmal eine Vokabelliste. Auch alle Texte, die ich im Video spreche, bekommen Sie nochmal schriftlich und können da also nochmal gucken, was ich da eigentlich sage, falls die Kinder das nicht verstehen. Ansonsten als Tipp, spielen Sie das Video einfach nochmal und klären Sie gegebenenfalls danach oder dazwischen Fragen anhand der Handreichung. Gut. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Und nochmal als Nachtrag hilfreiche Phrasen für Lex 1. Kommt im Grunde alles nochmal vor, aber nochmal gesammelt für die Aussprache, damit ihr euch nicht irgendwie fragen müsst, wie ist jetzt die Aussprache. Wo kein bist du? Wer bist du? Da bereits als Hinweis, das plattdeutsche Fragewort wo kein kann auch durch das hochdeutsche Wort wer ersetzt werden. Das ist dann verständlicher, falls die Kinder die Frage auch beim dritten Mal nicht verstanden haben sollten. Ist das legitim im heutigen Alltagsgebrauchsplatt? Das schönere niederdeutsche Wort ist natürlich Vocain oder auch abgekürzt nur zu Cane. Aber auch da, ihr könnt stattdessen das hochdeutsche Wort benutzen. Das ist legitim und im Zweifel verständlicher. Vocain bist du, wer bist du? Antwort, ich bin. Wo heitst du? Wie heißt du? Hier auch das gleiche Thema. Das plattdeutsche Wie ist wo. Wie geht es dir? Wo geht dir dat? Wie heißt du? Wo heitst du? Ihr dürft auch wie heitst du oder wie geht dir dat sagen. Auch das ist heutzutage Plattdeutsch, Hochdeutsch vermischt, absolut gebräuchlich. Schöneres Platt ist wo. Aber falls die Kinder das schlechter verstehen, kann man versuchen, beide Wörter nebeneinander zu benutzen, dass sie das lernen. Wo old bist du? Wie alt bist du? Ich bin you are old. Wo kümmst du her? Woher kommst du? Ich komm ut Hamburg, ich komm ut Bremen. Ich komm ist ein langes O, das Thema greifen wir immer wieder auf. Das lange A ist im Plattdeutschen ein O, regional auch ein U oder ein A. Für uns ist es ein O und das kurze A ist ein A. Also wie in Watt oder Dat oder sowas. Aber kurzes A ist hell, langes A ist ein O. Nu begrüßt jo mal. Jetzt begrüßt euch mal, wenn die Kinder loslegen und sich selbst gegenseitig begrüßen sollen mit dem vorher erlernten Stell die mal vor, stell dich mal vor. Moin. Freit mich, freut mich, angenehm. Und schön, dass ich die kennenlerne. Schön, dass ich dich kennenlerne. Viel Spaß damit und lernt eure Kinder mal richtig kennen.